Ganz herzlich willkommen zu dieser Einheit Pilates in Achtsamkeit. Wir starten in Rückenlage. Leg dich ganz entspannt auf deine Matte. Schließe deine Augen und spüre in dich hinein. Nimm wahr, was ist. Gib allem Raum und Platz. Spüre deinen Körper von Kopf bis Fuß. Dein Körper, der dir dein Dasein, dein Wirken hier auf Erden ermöglicht. Spüre deinen Atem. Das Atmen, das deinem Körper Leben einhaucht. Spüre in die Tiefe und nimm den Raum, den Platz in dir wahr. Du kannst die linke mit der rechten Körperhälfte vergleichen, so hast du wie einen Anhaltspunkt. Spür, was ist. Gibt es Bereiche, die sich eng anfühlen? Gibt es Bereiche, die sich weit anfühlen? Vielleicht gibt es auch Bereiche, zu denen du wie keinen Zugang hast, wo du nichts spürst, wo wie nichts ist. Alles darf sein. Wir werden ganz am Schluss dieser Sequenz nochmals nachspüren und vergleichen, ob sich allenfalls durch das Bewegen etwas verändert hat. Vertraue darauf, dass du den Unterschied, wenn es einen gibt, für dich wahrnehmen wirst. Spüre den Raum oberhalb deines Körpers und den Raum unterhalb deines Körpers. Spüre, was da ist. Fühlt es sich gleich an, oben wie unten, oder gibt es allenfalls Unterschiede? Wie fühlt es sich links und rechts von deinem Körper an? Wenn du die linke mit der rechten Seite von Kopf bis Fuß vergleichst, was ist da? Gib dem, was du für dich wahrnimmst, Raum und Platz, ohne es in Frage zu stellen. Einfach nur wahrnehmen. Und was fühlst du über deinen Kopf und unten bei deinen Füßen? Ist der Raum, das, was du wahrnimmst, dasselbe? Oder gibt es allenfalls Unterschiede? Du brauchst dafür keine Worte zu finden. Spüre einfach, nimm wahr. Nimm das Gesamtbild wahr, das, was sich in dir präsentiert und das, was du um dich herum wahrnimmst. Als Ganzes.
mit der Aufmerksamkeit dann zu deinem Atem. Spüre, wie der Atem fließt, wie er kommt und geht, bis ins Detail. Beginne dann durch deine Nase einzuatmen. Spüre, wie sich die Lungen aufblasen, sich die Rippenbogen voneinander wegbewegen, sich die Strukturen dazwischen dehnen. Und mit dem Ausatmen abgebremst durch den Mund lässt du die Luft wieder ausströmen. Spür, wie sich die Lungen zusammenziehen, die Rippen schließen, die Strukturen entspannen. Tiefes Einatmen, seitlich hinten in deine Rippenbogen. Ausatmen, abgebremst durch deinen Mund. Spüre, nimm wahr. Tiefes Einatmen. Mit dem Ausatmen aktiviere dein Zentrum. Aktiviere deinen Beckenboden. Zieh den Beckenboden von unten in die Bauchhöhle hoch. Spür die Aktivierung. Und mit dem Einatmen lasse den Beckenboden wieder entspannen, weich werden. Du kannst dir vorstellen, in deinem Becken liegt ein Schwamm, der ist prall gefüllt mit Wasser, vollgesogen mit Wasser. Mit dem Ausatmen presse das Wasser durch das Zusammendrücken, Zusammenschieben der Hüftknochen aus diesem Schwamm hinaus. Und mit dem Einatmen lässt du die Hüftknochen wieder voneinander weggleiten. Der Schwamm saugt sich komplett mit Wasser voll. Bauch, Beckenboden entspannen sich. Ausatmen, kraftvoll. Beckenboden aktivieren, Schwamm ausdrücken, Kraft spüren. Und einatmen, den Schwamm wieder vollsaugen lassen, Bauch, Beckenboden entspannen, weich werden lassen. Ziehe dann das linke Bein zu dir heran, hebe den Unterschenkel, aktiviere leicht das Zentrum und beginne den Oberschenkel in deinem Hüftgelenk zu kreisen. Das Becken bleibt stabilisiert. Deine beiden Hüftknochen, die zeigen immer an die Decke hinauf. Hättest du hier zwei Lichtchen, bewegen sich diese weder nach links noch nach rechts. Die sind stabilisiert. Das Bein kreist in deiner Hüfte, spüre die Bewegung, spüre den Radius. Und dann in die andere Richtung. Wie fühlt sich dieses Kreisen an? Suche den maximal möglichen Radius, aber respektiere deine Grenzen. Kreisen lassen, einer geschmeidigen Bewegung. Den Radius ausschöpfen, aber nicht drüber hinaus. Dann das Bein wieder nach vorne ausstrecken, kurz nachspüren, spür die Länge über den Körper, linke, rechte Seite. Wie fühlen sich die Hüfte an? Wie fühlen sich die beiden Beine, Füße an? Ziehe dann das rechte Bein zu dir, heb den Unterschenkel und beginne auch hier stabil aus dem Zentrum dein Oberschenkel im Hüftgelenk zu kreisen. Klein anfangen, größer werden, das Hüftgelenk erforschen. Wie weit kannst du kreisen, ohne dass sich dein Becken mitbewegt?
Aktiviere so viel wie nötig, nicht mehr und auch nicht weniger. Kreisen lassen. Und dann auf die andere Seite herum. Wie fühlt sich das an im Vergleich zu vorhin? Im Vergleich zur linken Seite. Einfach nur wahrnehmen. Das Vergleichen ist nicht ein Bewerten von besser oder schlechter, einfach nur, dass du einen Vergleichspunkt hast. Mal kreisen, ausmitten und dann das Bein nach vorne ausstrecken, nachspüren. Beinlänge, den Raum, über die Beine, über die Hüfte, über den ganzen Körper. Ziehe kraftvoll beide Beine zu dir heran, platziere die Füße mit einer Fußbreite Platz auf der Matte, Arme entspannen, tief einatmen, ziehe die Wirbelsäule in die Länge, mit dem Ausatmen Steißbein kraftvoll einrollen, Beckenboden aktivieren, indem dass du das Steißbein mit dem Schambein verbindest. Lasse die Kraft über deinen Bauchnabel Richtung Brustbein fließen. Einatmen, Steißbein wieder ausrollen, Bauch, Beckenboden entspannen lassen. Noch zweimal, ganz kraftvoll, mit dem Ausatmen, Steißbein einrollen. Steißbein verbindet sich mit dem Schambein. Du ziehst den Beckenboden von innen nach oben. Das Korsett schnürt sich. Die Kraft fließt über das Schambein, über den Bauchnabel Richtung Brustbein. Die Rippenbogen ziehen in den Bauch hinein, fließen in den Bauch hinein. Spüre die Aktivierung. Und mit dem Einatmen Steißbein wieder ausrollen, Becken neutral ausrichten. Kraftvoll Steißbein einrollen. Spüre die Kraft, Beckenboden, Korsett, Bauchmuskulatur. Atme tief bis in deinen Lendenbereich. Schaffe Raum und Platz. Lasse dann mit dem nächsten Ausatmen die Sitzbeinhöcker Richtung Kniekehlen ziehen. Spüre, wie sich das Becken anhebt. Wirbel um Wirbel der Lendenwirbelsäule vom Boden wegrollen. Rolle dann weiter hoch, Sitzbeinhöcker ziehen weiter in die Kniekehlen. Brustwirbel um Brustwirbel löst sich vom Boden. Knie, Hüfte, Schultern kommen in eine Linie. Tief einatmen, Nacken, Schultern, Arme sind entspannt. Mit dem nächsten Ausatmen lasse wieder ganz achtsam Wirbel um Wirbel auf die Matte zurückrollen. Achte besonders auf die Lendenwirbel, Becken dann neutral ausrichten, Bauch, Beckenboden entspannen. Tiefes Einatmen, hinten seitlich in die Rippenbogen, ziehe dich in die Länge, mit der nächsten Ausatmung Steißbein einrollen, mit dem Schambein verbinden, über den Bauchnabel bis zum Brustbein die Kraft fließen lassen, Wirbel um Wirbel um Wirbel von der Matte weglösen. Hochkommen in die Schulterbrücke. Hier einen Atemzug einatmen und dann gleich wieder mit dem Ausatmen von oben Wirbel um Wirbel. Ganz liebevoll auf die Matte zurücklegen. Spüre jede einzelne Bewegung. Wirbel um Wirbel zurückbringen, Becken neutral ausrichten.
Beckenboden, tiefster Bauchmuskel, aktivieren, tiefste innerste Aktivierung, mit der nächsten Ausatmung, linkes Bein anheben, 90 Grad Winkel im Kniegelenk einrichten und mit dem Einatmen das Bein, den Oberschenkel wieder senken. Fuß ist jetzt deutlich weiter vorne als der rechte, wenn du den 90 Grad Winkel beibehalten hast. Mit dem nächsten Ausatmen wieder aus dieser inneren Stabilität das rechte Bein anheben, 90 Grad Winkel im Kniegelenk machen und mit dem Einatmen stabil bleiben im Bein, den Oberschenkel wieder senken, Füße sind nun auf gleicher Höhe. Mit rechts starten, mit dem Ausatmen, rechter Oberschenkel anheben, nur eine Oberschenkelbewegung im Hüftgelenk, einatmen, wieder senken. Versuche nur mit dem Beckenboden und der tiefsten Bauchmuskulaturkraft zu arbeiten. Linkes Bein anheben und wieder senken. Wir wechseln das Atemmuster. Einatmen, linker Oberschenkel anheben, Zentrum mehr aktivieren und dann das rechte Bein anheben. Linkes Bein mit der nächsten Einatmung wieder senken. Stabilisiere den Unterschenkel, stabilisiere den 90 Grad Winkel im Kniegelenk. Sobald der Fuß den Boden berührt, lasse die Zusatzspannung über den Bauch los und mit dem Ausatmen rechter Oberschenkel ebenfalls senken. Rechts gleich wieder starten. Mit dem Einatmen, mit minimalster Kraft aus dem Zentrum das Bein anheben. Jetzt nachspannen, deutlich mehr Kraft, so viel du benötigst, um den linken Oberschenkel anzuheben. Rechts mit dem Einatmen wieder senken. Sobald der Fuß den Boden berührt, die Zusatzspannung, die Spannung, die Kraft, die du nicht mehr brauchst, loslassen und das linke Bein zurückbringen. Links wieder anheben, minimalste Kraft, nachspannen und dann die Unterschenkel entspannen, Füße auf dem Boden platzieren, Ausgangsposition Schulterbrücke, tief einatmen, zieh die Wirbelsäule in die Länge, mit dem Ausatmen Steißbein einrollen, Becken rückwärts kippen, Wirbel um Wirbel von der Matte wegrollen. Lass es einfach geschehen, fließen lassen. Komm hoch in eine Schulterbrücke, tiefes Einatmen, die Arme nach hinten ziehen, entspannen und mit dem Ausatmen wieder Wirbel um Wirbel um Wirbel ganz geschmeidig auf die Matte zurückrollen. Lendenwirbel spüren, Becken neutral ausrichten. Tief einatmen, Arme zurückziehen, neben die Hüfte ablegen. Und noch einmal Becken rückwärts kippen, indem dass du das Steißbein einrollst, mit dem Schambein verbindest, Beckenboden aktiviert sich kraftvoll. Komm hoch in die Schulterbrücke, tief einatmen, Arme über die Seite nach hinten, ausstrecken, ablegen und wieder zurückrollen mit der nächsten Ausatmung. Wenn möglich in einem Atemzug und sonst einfach für dich atmen, den Atem fließen lassen, Becken neutral ausrichten und Arme Richtung Decke ausrichten. Tief einatmen, mit dem Ausatmen Zentrum aktivieren,
Kopf-Schulterbereich anheben, indem dass du die Rippenbogen über dein geschnürtes Korsett Richtung Hüftknochen ziehen lässt. Blick geht über die Knie, zwischen die Knie hinaus und einatmen wieder zurückkommen. Ausatmen, Zentrum kraftvoll aktivieren, also Korsett schnüren, Rippenbogen, die geraden Bauchmuskeln ziehen über Korsett Richtung Hüftknochen und einatmen wieder zurück. Ausatmen, kraftvoll, Korsett schnüren und dann die Rippenbogen über das Korsett fließen lassen, ziehen lassen. Hier bleiben. Wenn du mehr willst, mit dem Einatmen rechtes Bein anheben. Ausatmen, nachspannen, zweites Bein anheben, einatmen, das erste Bein wieder senken, stabil aus dem Zentrum, das verbleibende Bein senken und dann langsam wieder oben herab zurückrollen, entspannen. Noch einmal mit dem Ausatmen. Kopf-Schulterbereich anheben, aus der Kraft, aus dem Zentrum. Linkes Bein anheben, wenn du mehr willst. Ausatmen, zweites Bein dazu nehmen, stabil aus der Mitte mit genau so viel Kraft, wie du brauchst. Verbleibendes Bein senken und mit einer langen, abgebremsten Ausatmung wieder zurückkommen. Arme auf die Seite entspannen. Achte darauf, dass die Hände unter den Schultern sind, dass du da wirklich ganz entspannt bist. Die Füße etwas näher zu deinem Gesäß heranziehen, gib etwas mehr Druck auf die Innenseite deiner Füße, mit dem Ausatmen Steißbein einrollen, Wirbel um Wirbel von der Matte wegrollen. Spüre, wie die Sitzbeinhöcker in die Kniekehlen ziehen, also die hintere Oberschenkelmuskulatur aktiviert wird. Zusätzliche Aktivierung ist vom Schambein über den Bauch Richtung Brustbein, hingegen über die Hüfte, über die Vorderseite deiner Oberschenkel bist du lang. Atem fließen lassen, mit dem nächsten Einatmen das linke Bein nach vorne über den Boden ausschleifen, ausatmen, Bein anheben, einatmen, wieder anwinkeln. Behalte die Stabilität im Zentrum, das rechte Bein mit der nächsten Einatmung nach vorne schleifen, ausatmen, Oberschenkel anheben, parallel zum anderen, einatmen, Knie anwinkeln. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder Wirbel um Wirbel um Wirbel um Wirbel auf die Matte zurückrollen. Becken neutral ausrichten, Bauch, Beckenboden komplett entspannen. Ausatmen, Steißbein einrollen, Becken rückwärts kippen. Hochrollen in die Schulterbrücke, Knie, Hüfte, Schultern in einer Linie platzieren, die Arme, die Schultern bleiben entspannt, stabilisiere dein Becken, wo es ist. Und nochmal, jetzt rechtes Bein zuerst nach vorne schleifen, ausatmen, anheben, einatmen, rechtes Knie anwinkeln, Fuß wieder am Boden platzieren. Und erst mit dem nächsten Einatmen das linke Bein zuerst nach vorne ausstrecken, über die Hüfte verlängern, ausatmen, das Bein kraftvoll anheben, so dass Oberschenkel parallel sind und dann das Knie anwinkeln. Beide Seiten noch einmal. Rechtes Bein nach vorne schleifen,
Ausatmen, Oberschenkel parallel ausrichten, einatmen, Knie anwinkeln. Halte das Becken, wo es ist. Nach vorne schleifen, Hüfte öffnet sich, spür dich bis in die Zehenspitzen, dann das Bein kraftvoll anheben und das Knie wieder anwinkeln. Atme tief ein, spür die Länge und mit dem Ausatmen lasse dich wieder in die Matte zurücksinken. Wirbel um Wirbel um Wirbel um Wirbel. Becken neutral ausrichten, die beiden Beine zusammenkleben, Zehenspitzen oder Fersen auf dem Boden platzieren. Tiefes Einatmen. Kippe deine beiden Beine leicht auf eine Seite, Becken-Lendenbereich drehen mit der Brustkorb bleibt auf dem Boden, ausatmen, wieder zurückkommen. Einatmen auf die andere Seite, leichte Seitkippung der Beine, Becken, Lenden drehen stabil mit, also dieses Lendenbecken ist wie ein Block, ausatmen, wieder zurückkommen. Achte darauf, dass du nicht überdrehst. Also die meisten von der Beweglichkeit könnten da weit drehen, aber dann gibt es ein Aufspannen über den Bauch, der Brustkorb löst sich, das wollen wir nicht. Also komm nur in eine leichte Kippung der Beine, lasse das Becken, die Lende in der Stabilität mitdrehen. Du behältst die Verbindung Schambein, Bauchnabel, Brustbein und wieder zurückkommen in die Mitte. Einatmen, kippen. Wenn du mehr willst, stabil aus dieser Kippung, ausatmen, Knie strecken. Die Knie bleiben miteinander verbunden. Einatmen, wieder anwinkeln. Ausatmen, zurückdrehen in die Mitte. Einatmen, Kippung, Stabilität im Zentrum. Ausatmen, das innere Knie strecken. Spür dich bis in die Zehenspitzen. Einatmen, wieder anwinkeln. Ausatmen, zurückkommen. Wenn du mehr willst, kannst du die Unterschenkel anheben in die Tabletop-Position und dann auch wieder die verschiedenen Stufen einatmen, Beine kippen, stabil aus dem Zentrum, ausatmen, zurückdrehen. Einatmen, kippen. Wenn du hier auch noch etwas zusätzlich willst, das innere Knie strecken, einatmen, wieder anwinkeln und ausatmen, zurückdrehen. Einatmen, kippen, halten, ausatmen, nur das Knie strecken, spür dich bis in die Zehenspitzen, ausatmen, wieder anwinkeln, und zurückkommen in die Mitte. Unterschenkel entspannen und dann drehe dich auf der Matte in die Seitenlage. Beine anwinkeln, Knie in einen 90-Grad-Winkel, Ferse, Hüfte, Schulter in einer Linie. Dein Kissen platzieren, Kopf darauf ablegen, der Nacken ist frei, die beiden Hüftknochen liegen schön übereinander. Streck die beiden Arme nach vorne aus, die Schultern sind schön parallel übereinander und so liegen nämlich auch die beiden Hände direkt übereinander. Mit dem Ausatmen hebe den oberen Arm. Spüre die Bewegung. Einatmen, wieder senken. Es ist nur eine Armbewegung in deinem Schultergelenk. Ausatmen, Arm anheben. Fingerspitzen hast du noch im Blickfeld. Stabilisiere den Arm, halt ihn, wo er
ist, Schulterblatt hat immer die gleiche Distanz zur Wirbelsäule. Und mit dem nächsten Einatmen beginnst du nun vom Brustbein her zu drehen. Halte den Arm stabil und ausatmen, kraftvoll den Brustkorb wieder zurückdrehen, bis die Schultern schon parallel übereinander sind. Und mit dem Einatmen ist es dann nur noch eine Armbewegung. Ausatmen, Arm anheben, Armbewegung im Schultergelenk, stabilisiere den Arm und nun vom Brustbein her mit dem Einatmen aufdrehen. Spür die Verbindung von den beiden Fingerspitzen, Händen über den Brustkorb. Ausatmen, wieder zurückdrehen. Und einatmen, den oberen Arm senken. Ausatmen, Arm anheben. Einatmen, Brustbein aufdrehen. Hüftknochen bleiben übereinander. Ausatmen, wieder zurückdrehen, Wirbel für Wirbel. Und dann einatmen, nur der Arm, der sich bewegt. Ich überlasse es dir, ob du die Arme, Hände so entspannst oder du allenfalls einen Arm unter den Kopf nimmst. Füße, Hüfte, Schultern, Ohr sind in einer langen Linie. Bring nun die Aufmerksamkeit zu deinem Becken. Die beiden Beckenknochen bleiben immer schön übereinander ausgerichtet. Mit dem Einatmen beginne den oberen Oberschenkel aufzudrehen. Es ist wie ein Buch öffnen, wie eine Muschel öffnen. Ausatmen, kraftvoll gegen einen Widerstand. Schließt du den oberen Oberschenkel wieder. Zuerst mal hier einfach spüren, was arbeitet und erkunden, wie weit kannst du die Bewegung machen, ohne dass sich dein Becken mitdreht. Öffnen und kraftvoll gegen einen Widerstand das Bein wieder schließen. Einatmen, mit einer Leichtigkeit das Bein öffnen und ausatmen, kraftvoll wieder schließen. Nun wechseln wir das Atemmuster gegen einen Widerstand. Mit dem Ausatmen drehst du den Oberschenkel aus, braucht unglaublich viel Kraft. Und mit dem Einatmen, mit deiner Leichtigkeit, du musst sogar abbremsen, schließt du das Bein wieder. Nun erweitern wir die Sequenz. Mit dem Ausatmen wieder kraftvoll den Oberschenkel ausdrehen. Bis an den Endpunkt, nicht weiter. Den Oberschenkel hier stabilisieren. Mit dem Einatmen das Knie strecken. Spür dich bis in die Zehenspitzen. Behalte den Oberschenkel ausgedreht. Ausatmen, Knie wieder anwinkeln. Mit dem Einatmen, Knie strecken. Ausatmen, wieder anwinkeln. Einatmen, behalte den Oberschenkel, wo er ist, behalte ihn ausgedreht, das Knie streckt sich und ausatmen, wieder anwinkeln. Noch einmal strecken, mit dem Einatmen, stabil behalten den Oberschenkel, er bleibt, wo er ist. Mit der nächsten Ausatmung den Fuß flexen, schieb deine Ferse weg von dir, verlängere das Bein aus der Hüfte heraus, schieb das Bein Richtung Boden, mit dem Einatmen Fuß pointen, strecken und dann das Bein mit einer Leichtigkeit ausgedreht wieder anheben.
Ausatmen, Fuß flexen, schieb das Bein aus der Hüfte von dir weg. Die Oberschenkel bleiben schön parallel übereinander. Spannung, Bein behalten, Kraftfluss und das Bein mit dem Einatmen wieder anheben. Ausatmen, Knie anwinkeln, Füße kommen zueinander und einatmen, Oberschenkel schließen, entspannen. Nun hängen wir alles zusammen mit dem Ausatmen. Den Oberschenkel kraftvoll gegen einen Widerstand aufdrehen, stabilisieren, mit dem Einatmen Knie strecken, ausatmen, Fuß flexen, schieb das Bein aus deiner Hüfte hinaus weg. Einatmen, Spannung beibehalten, einfach den Fuß pointen, das Bein mit einer Leichtigkeit anheben und ausatmen, wieder anwinkeln, Füße zueinander, Oberschenkel entspannen. Ein allerletztes Mal die ganze Sequenz gegen einen Widerstand, den oberen Oberschenkel aufdrehen, einatmen, Knie strecken, spür die ganze Länge über dein Bein, ausatmen, Fuß flexen, Ferse von dir wegschieben, achte darauf, die beiden Oberschenkel bleiben parallel, pointen, streck dich, streck dich, streck dich. Das Bein bleibt ausgedreht, sonst wieder ausdrehen und mit dem Ausatmen Knie anwinkeln, Füße finden zueinander, Oberschenkel schließen und dann das obere Bein zu dir ziehen, das untere Bein ausstrecken, die beiden Arme nach vorne zeigen lassen. Mit dem Ausatmen den oberen Arm nach vorne schieben, spüre, wie das Schulterblatt über deinen Brustkorb nach vorne gleitet. Und dann in einem großen Bogen mit dem Einatmen. Dreh dich nach hinten zurück, Brustkorb. Und dann lasse den Arm entspannen, Blick geht nach hinten. Wenn du möchtest, kannst du die vordere Hand auch auf das Knie legen, Atem fließen lassen. Spür die Dehnung über den Beckenbereich oder wo du sie für dich auch gerade wahrnimmst. Tiefes Ein- und Ausatmen. Mit dem nächsten Ausatmen komme kraftvoll wieder zurück. Großer Bogen, Brustbein dreht nach vorne. Arme zieht lang nach vorne und dann zieh mit dem Ausatmen den oberen Arm wieder zurück, Schulterblatt gleitet an seine Position. Schiebe die beiden Beine übereinander, schieb dich über die Seite hoch. Beine sind angewinkelt, etwas kleiner als 90 Grad Winkel. Hand vor der Schulter auf der Linie der Hüfte platzieren und dann stoße dich kraftvoll aus dem Zentrum nach oben. Becken hebt sich, Hüfte, Becken, Schulter kommen in eine Linie. Du kannst dich einfach hier in dieser Seitstütze halten. Wenn du mehr möchtest, das obere Bein ausstrecken, je nach Möglichkeit die Fußkante in den Boden hineinschieben und dann den oberen Arm über den Kopf verlängern und lasse die Kraft, die Energie auf dieser oberen offenen Seite von unten nach oben und von oben nach unten fließen. Spür die Kraft im Zentrum. Schultern sind stabilisiert. Atem fließen lassen. Und dann langsam abgebremst wieder zurückkommen. Und von hier in eine Schneidersitzposition
Linker Fuß innen, rechter Fuß außen, sitz auf deine beiden Sitzbeinhöcker. Nimm die Arme über die Seite nach oben, Nacken, Schultern entspannen, spür die ganze Länge über den Körper und beginne mit dem nächsten Einatmen zu rotieren. Schraub dich in die Länge, Sitzbeinhöcker ziehen in den Boden, den Kronenpunkt zieht in die Höhe. Auf die andere Seite, schraub dich in die Höhe, spür die Bewegung. Wie fühlt es sich rechts, wie fühlt es sich links an? Dreh dich zurück in die Mitte, atme tief ein, öffne über das Brustbein, Gegenbewegung, Steißbein einrollen, Bauchwand zurückziehen, Armbogen ziehen und dann Wirbel um Wirbel um Wirbel um Wirbel wieder aufeinander platzieren. Fingerspitzen sind im Blickfeld. Einatmen, Seitbeugung. Lasse die Strukturen auf der offenen Seite auseinanderdehnen. Ausatmen. Ziehe die Muskulatur, die Struktur zwischen deinen Rippen zusammen. Spüre, wie sich der Brustkorb ausmittet. Seiten wechseln. Öffnen. Dehnen und ausatmen, wieder kraftvolles Zusammenziehen, Brustkorb richtet sich aus, Wirbelsäule wächst in die Höhe und die Arme, die sind einfach so Beigemüse, die kommen einfach so mit. Öffnen, ohne dass du auf der anderen Seite kollabierst, also hier musst du stabilisieren. Und dann kraftvoll wieder die Rippenbogen zueinander ziehen. Ausgleichen. Die beiden Sitzbeinhöcker bleiben immer genau gleich belastet. Wechsle dann deine beiden Beine. Rechter Fuß innen, linker außen. Arme auf die Seite ausstrecken und mit dem Einatmen Seitbeugung. Die beiden Sitzbeinhöcker bleiben gleichmäßig belastet, die Hand am Boden platzieren. Es ist kein Aufstützen, sondern ein Wegspannen. Atme in die offene Seite ein, ziehe den Bogen in die Länge und mit dem Ausatmen drehe vom Brustbein nach vorne in die Höhe, ziehe zusätzlich den vorderen Arm Richtung Boden, Schulter ist weg vom Ohr. Atme tief hinten seitlich unter die Rippenbogen ein. Ausatmen, wieder schmelzen lassen. Einatmen. Die Rippen werden seitlich unter die Schulter aufgespannt wie ein Fächer, dann mit dem Ausatmen das Brustbein wieder anheben, den oberen Arm wie ein Bogen spannen, in die Höhe spannen, dann über die Seite die Spannung noch behalten, dann gibt es plötzlich einen Punkt, wo du die Spannung löst und dich einfach zurückfedern lässt. Seite wechseln, einatmen, Seitbeugung, Gewicht ist gleichmäßig auf den Sitzbeinhöcken verteilt, wegspannen vom Boden, tief in die Seite einatmen und dann mit dem Ausatmen ein nach vorne oben schrauben, oberen Arm zieht nach unten, Fingerspitzen wollen wie den Boden berühren, tief unter deinen Rippenbogenfächer, seitlich unter der Schulter einatmen, ausatmen, wieder entspannen lassen. Noch einmal einatmen, öffnen und dann vom Brustbein her wieder aufdrehen, den Bogen spannen, über die Seite gespannt halten und plötzlich, wenn der Punkt kommt, du spürst das, lässt du dich zurückschwingen. Ausatmen, runder Rücken, Bauch aushöhlen und
dann wieder zurücksitzen auf die Sitzbeinhöcker, die Wirbelsäule in die Länge wachsen lassen, Arme entspannen, Beine schließen und dann auf die andere Seite in die Seitenstütze kommen. Zuerst Knie etwas kleiner als 90 Grad Winkel, die Hand in der Linie der Hüfte platzieren, kraftvoll aus dem Zentrum das Becken anheben und versuche die Knie, die Hüfte, die Schulter in einer Linie zu platzieren. Den oberen Arm Richtung Himmel ausstrecken und halten. Atem fließen lassen. Hier auch wieder Energie, Kraftfluss. Über die Knie, Hüfte, Schultern fließen lassen. Wenn du mehr willst, das obere Bein ausstrecken, Fußkante mit dem Boden verbinden und den oberen Arm dann über den Kopf weiter strecken. Energie, Kraft fließen lassen. Kraftvoll aus deiner Körpermitte. Halten und dann abgebremst wieder von oben nach unten kommen. Platziere dich in die Seitenlage. Zuerst die Arme nach vorne ausstrecken, Kopf unterlegen, Schultern, Hände sind schön übereinander, Füße, Hüfte, Schulter in einer Linie. Mit dem Ausatmen Arm anheben, einatmen, wieder senken. Spüre diese Armbewegung im Schultergelenk. Ausatmen, Arm anheben, nur so weit, dass du die Fingerspitzen noch im Blickfeld hast, ohne den Kopf zu drehen. Und wieder senken. Ausatmen, anheben, Arm stabilisieren, Schulter bleibt, wo sie ist. Und mit dem Einatmen beginnst du nun vom Brustbein her zu drehen. Halte den Arm, wo er ist. Und mit dem Ausatmen kraftvoll wieder zurückdrehen. Einatmen ist dann der obere Arm abgewärmt, wieder senken. Ausatmen, Armbewegung. Einatmen, über das Brustbein aufdrehen. Hüfte bleiben übereinander. Ausatmen, kraftvoll zurückdrehen, schräge Bauchmuskulatur und dann den Arm senken, Schultergelenksbewegung. Komme mit dem Fokus dann zu deiner Hüfte. Wenn du willst, kannst du den unteren Arm unter dem Kopf nehmen. Ferse, Hüfte, Schulter sind in einer Linie, deine Knie in einem 90 Grad Winkel. Spüre die einzelnen Bewegungen. Wenn du die Hand an der Hüfte platzierst, kannst du auch immer gleich kontrollieren, ob deine Hüften immer noch übereinander sind. Mit dem Einatmen lasse den oberen Oberschenkel mit einer Leichtigkeit öffnen, wie ein Buchdeckel. Und ausatmen gegen einen Widerstand, schließe den Oberschenkel wieder. Was arbeitet wann? Einatmen, mit einer Leichtigkeit schwebt dein Oberschenkel fast von dir weg. Ausatmen, gegen einen Widerstand drückst du den Oberschenkel zusammen, spür die inneren Strukturen, wie die hier arbeiten. Einatmen, mit einer Leichtigkeit öffnen und gegen einen Widerstand zusammendrücken. Nun wechsle dein Atemmuster. Gegen einen Widerstand öffnest du den Oberschenkel mit dem Ausatmen. Und einatmen mit deiner Leichtigkeit schließt du den Oberschenkel wieder. Was arbeitet jetzt? Wie fühlt es sich im Vergleich zu vorhin an?
gegen einen Widerstand öffnest du den Oberschenkel und einatmen, abgebremst wieder schließen. Mit dem Ausatmen Oberschenkel gegen einen Widerstand öffnen, nun den Oberschenkel stabil halten, wenn du weiterkommst in der Sequenz. Einatmen, dein Knie strecken. Spür die Länge übers Bein. Ausatmen, Knie wieder anwinkeln. Einatmen, der Oberschenkel bleibt, wo er ist. Knie strecken, spür, was das in dir macht. Und ausatmen, wieder anwinkeln. Noch einmal. Einatmen, Knie strecken, behalte den Oberschenkel, wenn möglich ausgedreht. Der dreht gerne wieder nach innen. Bein strecken, mit dem Ausatmen, Fuß flexen, das Bein von dir wegschieben. Einatmen, Bein wieder strecken, Fuß strecken, Bein nach oben schweben lassen. Mit der nächsten Ausatmung Fuß flexen, Bein von dir wegschieben, Richtung Boden schieben. Einatmen, Fuß pointen, Bein nach oben schweben lassen. Hüfte bleiben übereinander, Fuß flexen, Bein von dir wegschieben. Spannung beibehalten, nur die Füße pointen, Bein wieder anheben und in der nächsten Ausatmung Knie anwinken. Oberschenkel ist schon ausgedreht, dann finden die Füße wieder zueinander und Oberschenkel schließen, entspannen. Wir hängen die ganze Sequenz aneinander. Mit dem Ausatmen gegen einen Widerstand den Oberschenkel aufdrehen bis zum Endpunkt, stabilisieren und einatmen, den Oberschenkel ausgedreht strecken, spür die ganze Länge. Mit dem Ausatmen ins Flexen wechseln, den Fuß Richtung Boden hinab verlängern. Pointen, bleib lang, das Bein nach oben zurückschweben lassen, ausatmen, Knie anwinkeln, Fuß zu Fuß und einatmen in die Entspannung. Ein letztes Mal. Gegen einen Widerstand, den Oberschenkel ausdrehen, Hüfte bleiben parallel. Einatmen, Knie strecken, spür die Länge, spür, was arbeitet. Fuß flexen, Bein ist immer noch leicht nach außen gedreht. Pointen, behalt die Länge bei, lass die Kraft, die Energie fließen und dann ausatmen, Knie anwinkeln, Fuß zu Fuß und einatmen, entspannen. Den oberen Oberschenkel zu dir ziehen, das untere Bein ausstrecken, die beiden Arme nach vorne ausstrecken. Mit dem Ausatmen den oberen Arm nach vorne wegschieben, spür wie das Schulterblatt über deinen Brustkorb gleitet. Einatmen, ein langer Bogen. Mit dem Arm und dann mit dem Brustbein ziehen, den Arm hinten. Unten entspannen, vielleicht kannst du ihn ablegen, vielleicht ist er dann einfach in der Luft. Atem fließen lassen. Wenn du möchtest, kannst du die Hand vorne auch auf den Oberschenkel legen, so wie es sich für dich stimmig anfühlt. Lasse den Atem fließen. Tiefes Ein- und Ausatmen. Spür, wie du vom Boden getragen wirst. Tiefes Einatmen und mit dem Ausatmen dann kraftvoll wieder nach vorne, zurückdrehen in einen großen Bogen. Einatmen, ziehe den oberen Arm zurück, positioniere die Schulter wieder an ihrer Position.
und dreh dich dann zurück in die Rückenlage. Ausgangsposition Schulterbück, hebe deine beiden Fersen vom Boden weg, die Fußballen sind mit dem Boden verbunden. Atme tief ein, ziehe deine Wirbelsäule in die Länge, mit dem Ausatmen roll dein Steißbein ein, spür wie das Becken rückwärts kippt, Beckenboden, Bauchmuskulatur aktivieren und rolle hoch in eine Schulterbrücke. Schambein, Bauchnabel, Brustbein sind miteinander verbunden. Komme hoch, Hüfte, Knie, Schulter sind in einer Linie, dann rolle über deine Füße ab. Bringe das Gewicht auf deine Fersen und mit dem nächsten Ausatmen bringe wieder Wirbel um Wirbel um Wirbel zurück auf die Matte. Becken neutral ausrichten und gerade mit den Fersen auf dem Boden nochmal hochkommen. Steißbein einrollen, mit dem Schambein verbinden, Becken rückwärts kippen, Lendenwirbel spüren, diese dann vom Boden wegrollen und hochkommen in eine Schulterbrücke. Lass den Atem fließen, lass die Bewegung fließen. Oben einatmen, Arme über den Kopf nach hinten ziehen. Über die Füße abrollen, auf die Fußballen hoch. Und dann mit der nächsten Ausatmung wieder Wirbel um Wirbel um Wirbel auf die Matte zurückrollen. Füße am Boden platzieren, Arme zur Decke ausrichten. Becken ist in einer neutralen Position. Tief einatmen, mit der Ausatmung kraftvoll Kopf, Schulterbereich anheben. Hände hinter den Kopf platzieren. Und mit dem nächsten Einatmen wieder langsam von oben runterrollen. Mit dem nächsten Ausatmen komm in eine Rotation. Ziehe den Rippenbogen über den Bauchnabel zur gegenüberliegenden Hüfte und mit dem Einatmen komme wieder zurück. Ausatmen, kraftvoll. Auf die andere Seite, Rippenbogen über den Bauchnabel, Richtung Hüfte ziehen lassen und dann wieder zurückdrehen. Korsett ist geschnürt und der Rippenbogen zieht über den Bauchnabel Richtung Hüftknochen. Lass die Kraft fließen und komme wieder zurück an den Boden oder Mitte einfach aus, wenn du es etwas intensiver möchtest, und dann wieder in die Rotation. Beide Seiten noch einmal. Bleibe lang, möglichst entspannt im Nacken. Der Kopf kann das ganze Gewicht in dein Händekörbchen abgeben. Zurück ausmitten und dann zurückkommen. Entspannen, die Arme öffnen. Tief einatmen, die beiden Beine öffnen. Mit dem Ausatmen schiebe die Beine von dir weg. Einatmen, Knie Richtung Decke ausrichten und mit dem Ausatmen ziehe beide Beine wieder über den Boden zu dir. Noch einmal öffnen mit dem Einatmen. Ausatmen, schiebe die Beine von dir weg. Einatmen, Kniescheibe zur Decke ausrichten. Augen schließen und dann entspann dich komplett. Werde weich im Gesicht. Lass deine Schultern, deine Arme, deine Hände ruhen. Gib das ganze Gewicht von deinem Kopf,
deinem Schultergürtel, deinem ganzen Oberkörper, deinem Becken, deinen beiden Beinen am Boden ab. Lass den Atem fließen. Nimm dir Zeit, nachzuspüren. Nimm dir Zeit, zu sein, bei dir zu sein. Spür den Raum in deinem Körper. Wie fühlt es sich nun nach dieser Bewegungseinheit an? Vielleicht kannst du einen Unterschied wahrnehmen, vielleicht auch nicht. Spielt keine Rolle. Versuche nichts in Worte zu fassen. Versuche nichts zu erklären. Nimm einfach nur wahr. Wie ist es jetzt? Wo fühlst du was? Wie ist der Raum? Wie ist der Platz? In den verschiedenen Bereichen deines Körpers. Wie fühlst du die Länge links und rechts in deinem Körper? Wie fühlt es sich oberhalb und unterhalb deines Körpers an? Der Raum, der Platz, die Energie, was auch immer. Wie ist es links und rechts von deinem Körper im Vergleich auch zum Anfang? Ist es gleich? Gibt es Unterschiede? Wie fühlt es sich oberhalb deines Kopfes und unten bei den Füßen an? Spür den ganzen Raum um dich herum. In dir, wie auch um deinen ganzen Körper herum. Schenk dir Zeit für dich zu sein. Und zu fühlen. Nimm dir so viel Zeit, wie du für dich benötigst. Und entscheide dann ganz allein für dich, wann du die Entspannung für dich beendest.